Hallo? Hallo? Hallo du da! Ich werde jetzt etwas singen, wie man an der Gitarre erkennen kann. Won't you come home, Franz Brauder? Won't you come home? Okay. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Indiana Jones und der große Kreis und wir werden uns dieses Outfit einverleiben, bei dem sogar eine Schaufel dabei ist. Zeig ich mal kurz her. Ich wüsste nur mal kurz, wie sehe ich denn jetzt halt aus? So, komm mal her. Okay, ja, schön. Jetzt habe ich mir auch ein Kevlar, ein Nachthemd geholt. Ach Mann, ich weiß es immer noch nicht, es tut mir leid. Ich hab's gesagt gekriegt, wie das Ding heißt. Ich hab's schon wieder vergessen. So, Logbucheintrag, Tag 13. Seltsame Vertiefungen einer Wand entdeckt. Unklar, was davon zu halten ist. Meyer übernimmt morgen als Ausgrabungsleiter. Er wird der Sache nachgehen. Brand. Tag 16. Adalbert kam vorbei und schwabelte von Generatoren und Stromausfällen. Ließ ihn wissen, dass mir für seinen Schwachsinn die Zeit fehlt. Der Mann ist kaum erträglicher als sein Bruder. Er erhielt ein Telegramm aus dem Vatikan. Sie haben die Artefakte gefunden. Erwarte Voss Rückkehr. Meyer. Tag 17. Hab ein Goldmedaillon gefunden. Vielleicht verrät es uns, wie wir ins Heiligtum der Wächter kommen. Ich bewahre es im Freizeitzelt auf. Freizeitzelt, Alter, was ein Wort. Bis Voss zurück ist. Die Nazis haben eine Art Goldmedaillon gefunden und in ihr Freizeitzelt gebracht. Das Medaillon klingt ziemlich wichtig, finden Sie nicht? Gut, dann raus. Nehmen wir es ihnen wieder ab. Aber sowas von. Ich bleibe und suche nach Hinweisen auf meine Schwester. Okay, mach du das. Ich guck mir derweil das da an. Und da drauf ein Storch oder was? Naja. So. Junge, Mädel, dein Schatten ruckelt. So. Also, ich habe ja jetzt hier... Kann ich da nicht irgendwie? Oh. Ach, das ist auch eine Bandage. Da habe ich genug. Aber ich könnte mir mal noch ein Brötchen einverleiben. Ah, lecker Keks. So. Komm, dann nehme ich aber auch meine Knarre wieder mit. Die habe ich extra fallen lassen. Damit ich jetzt nicht vor dem Mädel stehe mit der Knarre, weißt du? Das ist ja nix. So. Also, wir müssen also irgendwo bei den... Komm mal her. Bei den Dödels da oben. Du hast jetzt die Waffe fallen lassen beim Klettern, du Affe. Naja. Moment, ich muss da schnell was testen. Für die Wissenschaft und für euch. Pass mal auf. Okay, funktioniert. Zack. Und so, liebe Kinderlein, nimmt man Gewehre mit über eine steile Kante oder so. Wo muss ich denn eigentlich hin? Aha. Ungefähr dahin. Gut, dann gehen wir jetzt ungefähr dahin. Da dürften 2 Leute sein und ein Schäferhund. Hoppala. Komm, hüpf doch, Junge. 2 Leute und ein Schäferhund dürften da sein. Die machen alle Siesta. Ich weiß nicht warum. So, pass auf, sind wir noch... Da weiter? Da rein? Ernsthaft jetzt? Da ist aber so dunkel, gell? Oder? Nee, da ist hell genug jetzt. Da war ich doch aber schon mal. Das kann nicht sein, oder? Ich kletter trotzdem mal rein. Hopp. Aber eigentlich dürfte das... Da war ich schon mal. Und jetzt hat er schon wieder die Knarre vergessen, ja? Hm. Naja. Ja, nee, dann war das nicht das, wo ich hin sollte. Dafür bin ich jetzt eine Knarre ärmer. Sozusagen. Ah, ja, stimmt, da habe ich ein Geheimnis gefunden hier. Stimmt. Ja, dann habe ich jetzt keine Knarre mehr, dann nehmen wir uns einen Hammer her. Das reimt sich. Und was sich reimt, ist gut. Ja, jetzt ist es ein bisschen... Sag mal, es ist jetzt ein bisschen weniger einfach,
Schergen abzuschießen. So. Ach ja, ich habe ja meine Verkleidung an, ja? Da müsste ja keiner erkennen, was ich für einer bin. Das heißt, ich kann jetzt da theoretisch einfach hinlatschen, wo ich hin will. Zum Beispiel darüber. Okay, ich muss also in dieses Lager. Zuerst mal... Oh, shit. Bloß weg hier. Kenne ich. Ja, sorry, das war ein General, hoppala, der da im Sand versinkt. Der hätte mich auf jeden Fall, also der hat mich halt durch meine Verkleidung erkannt. So, mach die Gäschen, Junge. Und deshalb... 10 nach 2? Ist das schon... Was glotzt du so? Ich geb dir gleich, was Tut mir glotzt du leid. so. Das war wohl nix. Okay. So. Die müssen alle hier... Junge, ich bin heute irgendwie ein bisschen radikal unterwegs. Ich merk's selbst, ihr Leute. Ich merk es selbst. Ja, sorry, ich weiß auch nicht. So. Lippenstapeln leicht gemacht. Du auch noch. Den würde ich am liebsten ins Klohäuschen legen da. Daneben in ein Plumpsklo. Und das da. Ich schätze mal, dass das Plumpsklo ist. Aber da, wo sie halt hingehören, aber stattdessen stapeln wir sie. Die rechten da. Die sind so hohl, die kann man gut stapeln. Also, was haben wir denn hier? Oh, ja, ein Keks. Ein Keks. Kann ich hier zufällig ins Plumpsklo rein? Oh, das ist aber sehr plumpsig, das Klo, merke ich gerade. Holla, nee, da ist schon in Ordnung, Indy. Du musst nicht alles anfassen. Ja, wir gucken uns noch ein bisschen um, weil ich suche noch des Rätsels Lösung. Eine Funkfrequenz, was denn das? Eine Funkfrequenz, die Zugang zu Funkübertragung der Wehrmacht Eine ermöglicht. Funkfrequenz. Könnte was für Gina sein. Wieso? Ach so, ja, stimmt. Was steht da? Ingresso Riservato. Kein Zutritt für Unbefugte. Oh, Patronen. Die nehme ich mir mit, weil, ich kann es euch schon mal kurz zeigen, ihr lieben Leute. Nee, ich kann es euch nicht zeigen. Ja. Stellt euch einfach vor, ich würde euch jetzt meine Pistole zeigen, die nicht mehr so viel Schuss hat wie vorher, weil es hat mir keine Ruhe gelassen, dass ich nicht wusste, Moment, den Satz bringe ich noch schnell zu Ende, dass ich nicht wusste, wie man nachlädt. Und habe ich einen Short dazu gemacht, guckt es euch an. Geht wahrscheinlich auch irgendwann online. Kurz Info, falls ihr das Short nicht gucken wollt. Ihr kriegt vom Spiel gesagt, wenn ihr mit Controller hier spielt, rechter Trigger drücken, also hier, das da, das zum Zuhauen. Ist nur die halbe Wahrheit, man muss den rechten Trigger zweimal drücken, Doppeldrück sozusagen. Und dann lädt er nach. Und das Nachladen dauert recht lang. Ich wollte es also nur erwähnt haben. So, weiter geht's. Protokoll zum Wolkenstatus. Wolkenprotokoll. Datum 23.10.37. 9.10., 11.10., 12., 13., 14.10. Stratus, Cumulus, verschmiert. Altrostratus, Cirrus, ja. Klarer Himmel, Cirrus. Okay, alles klar. Neunter, 10., 11., 12., 13. Ich habe keine Ahnung. Wir sammeln es mal ein. Was ist das da? Ah, Seite aus dem Wolkenatlas. Wolkenklassifizierung. Hohe Wolken 0. Cirrus 1 ist Cirrocumulus, heißt das nicht Beschneidung? Cirrostratus. Oh, Stratus ist oben halt. Mittelhohe Wolken, okay. Tiefe Wolken, wolkenvertikale Ausdehnung. 13C, guck mal da, 13, 9, 16, 14. 13, 9, 16, 14, falsche Taste. Auch falsche Taste, alles falsche Tasten. Hier sind wir richtig. Wo haben wir denn? Rätsel der ältesten Allheilmittel, Feldnotizen vielleicht? Geheim. Wolkenatlas.
Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ah, da ist es. 13, 9, 16, 14. 13. Ja, aber das ergibt gar keinen Sinn. Moment. Ich habe hier meinen geliebten grünen Zettel, die ihr nicht sehen könnt. Aha! 13, 9, 16, 14. 13, 9, 16, 14. Das ist doch keine 14 hier. So. Ja, aber 13 ist Cirrus. Komm her, wir machen das einfach. Ne, 13 ist Zier. 9 ist Stra. 16 ist nochmal Cirrus. Und 14 ist Kumu. Cumulingus. Oder so ähnlich. Was auch immer das bedeuten soll. So, jetzt gucken wir das nochmal an. Das Zahlenschloss, das hilft mir jetzt irgendwie nicht weiter. Ah, doch, da ist eine Zahl vorne dran, gell? Ah, so. Cirrus ist 0. Stratus ist. Lass mal gescheit gucken. Cirrus ist 0. Stratus war das. Ist 6. Dann kam. Okay, das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Es gibt 2 Zero. Ich muss nochmal zurück. Okay, ihr wisst aber, worauf ich hinaus will. Hoppala. Falsches Knopf. Feldnotizen, Wolkenatlas. Da wollte ich hin. Das da unten bitte. So, nachlesen. Also. Stratus. Das habe ich schon wieder vergessen. 13, 9, 16, 14. 13 ist Cirrus. 9. Ach, es ist dasselbe. Achso, das ist auch Cirrus. Das ist dann nochmal eine 0. Und dann kommt Cumulonimbus. So, da gehen wir jetzt halt hin, indem wir da oben nochmal nachgucken. Cumulonimbus, das ist da unten, das ist die 9. So, also, meiner guten Rätselkunst wäre das die 0609. 13, 9, 16, 14. 0609. Das werden wir jetzt mal gucken. Ja. Wie gut ich bin. Komm, mach die Knarre weg. So, Zahl wieder vergessen. 0609. 060. Falsch rum. 9. Haha! Ich hab's noch drauf. Sehr gut. Und was ist das hier? Okay. Medizin in Gizeh. Ein Handbuch mit Informationen über die Medizinflaschen in Sukhothai. Sukhothai? Okay. Ja, dann. Das war alles. Nö. Ich will jetzt nicht. Danke. Also, ist ordentlich. Ich will jetzt nicht irgendwie so, hat er schon einen Haufen Sachen gekriegt und jetzt reicht es ihm immer noch nicht. Ist schon in Ordnung. Danke. Mal die Tür auf hier, genau. So. Da drüben laufen 2 Dödels. Ich nehme mal diese Knarre damit. 6 Schuss, dafür aber. So. Wo müssen wir hin? Da hinten irgendwo. Da. Okay. Dann gehen wir da jetzt halt hin. Das Problem ist nur, dass ich eine Knarre habe. Meint ihr, ob das jetzt auffällt den Leuten? Als ich eine Knarre habe und dass Leute wie ich, also ich bin ja verkleidet und sehe halt aus wie einer, der Ausgrabungen macht. Dass ich wahrscheinlich keine... Komm her. Junge, bin ich erschrocken, sorry. Ich wollte sie wegschmeißen. Ja, nö, die sind doof, die kriegen nichts mit. Hey, hallo. Eichalömchen? Labert ihr ein paar Geheimnisse? Nee? Okay, dann gehe ich wieder. So.
Was steht da? Schlafquartier. Wasserpumpe. Ach, das sind Duschen. Hm? Einen haben sie es hier. Nazi-Freizeitzelt. Ja, es ist ein Schlafquartier, so wie das aussieht. Ja, immer erstmal klauen. Klopper. Könnte was Nützliches drin stehen. Immer erstmal klauen, bevor man sich umguckt. Ganz wichtig, das hat schon im Vatikan super geholfen. Der Indie, der lernt's aber auch nicht. So, jetzt sehe ich hier ein paar Patronen, die kann ich gebrauchen. Ernsthaft jetzt? Ich kann nur 12 Patronenkugeln nehmen, das ist ja fast nix. Was für Bücher haben wir denn gerade gekriegt hier? Prügeln, der Klopper. Erhält den Schaden aufgeladener Angriffe. Oh ja, das ist gut. Und das könnte ich mir auch gleich einverleiben. Was haben wir hier? Medizin in Gizeh. Handbuch mit Informationen. Achso, guck mal. Wo war denn der Klopper? Da. Weil ich tue ja fast nur aufgeladene Angriffe machen. Und selbst wenn nicht, ihr wisst, ich tue einfach alles hier verwenden, was ich finde. Ich tue da nicht irgendwie großartig aussortieren. Wenn ich die XP habe, dann werden die genutzt und gut ist. Ist da ein Boxhandschuh drin? Ne, ein Topf. Gesundheit. Ich glaube, ich bin... Na, also... Hallo, Schäferhund. Hallo. Verdammt, ich muss hier weg. Ja, das ist ein General gewesen. Komm, die da dürften mich nicht erkennen. Meinst du, ich kann mitspielen? Bei dem Sold? Ja, klar. Verspiel nichts, was du dir nicht leisten kannst. Wenn ich gewinne, müssen sie mich respektieren. Und vielleicht sogar befördern. Wenn du die Offiziere vor ihren Kollegen bloßstellst, nehmen sie dir mehr als nur dein Geld. Guter Punkt. Ja, Shalom. Ach, das ist eine Mütze. Ich dachte hier... Wa alaikum assalam. Ja, genau. Und mit deinem Geist. Oh, was ist das du? Ein Teppich-Dingens, komm her. Hey, kann man das auch nehmen da? Hätte man das überhaupt noch heute? Ach ja. Da hängt noch ein paar Unterhosen drauf. Also eigentlich ist das so ein Teppich-Ausklopf-Dingens. Da hängst du dann den Teppich so über die Stange und dann ballerst du mit dem Dingens da drauf, sodass der Staub rausgeht. So. Hier war ich schon, gell? Ja. Ah ja, da ist der General wieder da hinten. Dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Nicht, dass ich Angst vom General hätte, aber der schnüffelt mir zu sehr rum hier. Das hier scheint die Werkstatt zu sein. Aha. Was Interessantes hier. Ein Hammer. Ja, ein Hammer ist, glaube ich... Oh ja, ein Hammer ist unverdächtig. Den kann man ruhig mal mitnehmen. Hallo. Na, ihr seid mir aber reinliche Deutsche. So schön die Haare gewaschen. Also am liebsten würde ich dir jetzt den Hammer einfach überziehen. Wir sind nur Fußvolk. Meinst du, er lässt mich mitmachen, wenn ich hingehe? Nö. Als hättest du genug Geld für den Einsatz, um mit Meyer und den Offizieren Skat zu spielen. So, ich gehe hier, falls ihr euch fragt, Sachen inspizieren, ne? Also das ist eine Klobürste. Ich dachte eben, das ist eine... das Dingens, was an Tannen hängt. Ein Tannenzapfen. Das sieht mir stabiler aus als ein Hammer. Sehr gut. Kaki-Frucht. Lässt sich nicht Schon täuschen. wieder einer. Okay, aber hier gibt's nichts mehr. Geh da rein, Indy. Der General, ich habe ihn gesehen, der ging jetzt gerade die andere Richtung. Soldatenkino.
Okay. Hallo? Hallo? Hallo du da. Ich werde jetzt etwas singen, wie man an der Gitarre erkennen kann. Won't you come home, Franz Brauder? Won't you come home? Okay. Mann, ey, ich guck zu viel Simpsons. Naja, stimmt nicht. Ich hab zu viele Simpsons geguckt. Mittlerweile gucke ich sie nimmer. Ja, weil ich kein Fernsehen mehr guck. Und kein Disney-Gedönse hab. Ah, da ist der General wieder. So, da kann ich mich also hier schon mal in Ruhe umgucken. Na, gucke. Auf damit. Geld her. Mehr Geld. Ja, nehme ich alles mit. So, also der Klotz kostet Gesundheit. General läuft da unten. Hallo. Ich gehe jetzt... Oh, die gehen jetzt Skat spielen. Ich so, du da, bring mir die Flasche. Musst du immer alle rumscheuchen, Meier? Entschuldigung. Okay. Wir müssen in dieses Zelt da hinten. Meier sagt man. Aber da ist ein General drin. Muss ich also ein bisschen aufpassen. Schon wieder jemand gesehen? Nein, ich bin kein Spion. Oh, das ist nicht gut. Ist mir egal, du kriegst erstmal einen rübergezwiebelt. Sorry, ich muss die Gitarre loswerden, dann kann ich besser rennen. Einfach dem ersten Rechten über die Glatze gezogen. So. Jetzt muss ich schon langsamer rennen. Komm her, noch eine ab. Okay, das scheint der Einzige gewesen zu sein, der sich getraut hat, mir nachzurennen. Sehr gut. Der macht da ein Nickerchen im Schatten. Sehr gut. Okay. Wie komme ich denn da rein, wenn da alles mit den Deppen da voll ist, weißt du? Ja, Knüppelino. Oh ja, gib mir den Knüppel. So. Also. Diesmal könnte ich ja mal hinten rumgehen. Kann ich mich jetzt von hinten ins Zelt schleichen? Also ist der General noch da? Ja. Mann, jetzt steht er direkt vorm Zelt. Wie soll ich denn da reinkommen? Ich gehe mal davon aus, dass ich da rein soll. Ich weiß es nicht. Weißt du, die Dödels da, die erkennen mich ja nicht. Aber der General. Es ist gar nicht so einfach hier, Leute. Ich will da möglichst unbemerkt reinkommen. Ohne sie alle abzuknallen. Beweg dich, Mann. Das ist der General. Da hinten läuft er. Ja, da läuft er. Husch, schnell reingeschluppt. Alles klar. Guckt ihr euch mal ruhig weiter um. Was ist das denn? Das macht nachdenklich. Kein guter Winkel. So, gucke. Zack, Goldmedaillon gefunden. Da bist du ja. Was ist das da unten? Schublade. Ah, da, gucke. Die sind mal alle schön draus. Bube. Der Hausknecht oder Knappe? Ja. Ich klau den einfach ihr ganzes Nazi-Gold. Sehr schön. Da hier noch irgendwie was Cooles, ein Apfel. Den würde ich gerne nehmen, würde ich an meinen Kopf werfen. Ja, ja.
Das ist da Schnapsgläser. Ist wieder gesoffen. Die Brüders. Okay. Wir haben... Da kommt man nicht raus. Wir haben... Oh, da liegt noch Geld. Wir haben das Goldmedaillon. Was wir eigentlich wollten. Eigentlich könnten wir locker abhauen, ne? Bleib auf Abstand. Ja, ja, bleib ich. Sorry, aber da war ein General, der hätte mich sonst gesehen. Sehr gut. Da haben wir mal erfolgreich die Deppen da beklaut. Und jetzt gehen wir gleich mal gucken, was da oben gibt. Außerdem habe ich mir einen Holzgöffel besorgt. Halb Gabel, halb Löffel. Und ich sehe eine Grabkammer. Eine... Ja, die Wand kann ich kaputt hauen, oder? Okay, mit dem Göffel wohl nicht, aber mit dem Hämmerchen. Da siehst du, natürlich kann man die kaputt hauen. Oh. Sackduster hier, hä? Mist, zu dunkel. Ich brauche Licht. Finde ich jetzt halt nicht. Also ich kann noch gut was erkennen. Aha. Ich brauche hier... Das kannst du anstecken wieder. Also, ja. Mann, ich brauche ein Feuerzeug. Ihr Leute, wo gibt's denn ein Feuerzeug? Kann mir das vielleicht mal jemand erklären? Ich habe so das Gefühl, dass ich wahrscheinlich die Story weiter voranbringen muss für ein... Sind das wilde Hunde? Definitiv sind das keine Schäferhunde. Ich meine... Die haben den gegessen oder was? Moment. Das muss ich mir genauer angucken. Wahrscheinlich werde ich jetzt gegen die kämpfen müssen, wenn sie aggressiv werden, aber dann... Dann habe ich den Spaten. Hallo, liebe Hundis. Du hörst in die Hundeschule. Du hörst in die Hundeschule. Jetzt kommt gleich der Nächste. Husch, husch. Relikte in Gieße. So. Du hörst in die Hundeschule. Ist das mein Spaten gewesen? Nee, egal, jetzt hab... Junge, die haben aber fürstlich gespeist hier. Okay, oh, da ist gleich noch was. So gehen wir gleich da auch noch rein. So. Upp. Lass mich raten, zu dunkel? Nee, ist recht hell hier. Boah, Junge, hier ist aber ordentlich was zu... Hier wird ordentlich was geboten. Was gibt's denn? Ah, guck mal da. Oh, hopp. Ja, okay. Das geht so. Aha. Eine Kanope. Die ist dir fehl am Platz. Okay. Ein Kanapé? Okay, okay. Ich sehe ein Kanapé. Stabil ist er. So, jetzt pass auf. Ich habe da unten noch einen gesehen. Wo kommt das hin? Ja, das, keine Ahnung. Darüber. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Da ist was zum Dingsbums einhauen. Ich schmeiß das einfach alles rüber. Zack. Und dann schwinge ich mich da hoch. Oh, da war... Der hatte wahrscheinlich keine Peitsche dabei. Ich hab ne... Oh, kack. Ich komme nicht dran. Oh, das ist jetzt aber... Das war schlecht. Das ist jetzt eher schlecht, ja? Oder kann ich hier hochhüpfen? Ah. Okay. Ui. Ich habe eben auch gedacht, oh weh, ich komme hier nicht mehr raus. Nee, alles schön in Ordnung. So, jetzt ein bisschen schwingen. Na gut, das reicht schon. So, jetzt liegen hier 2 Kanapés, oder wie die Dinger heißen. Okay. Da ist der Stab, den ich hingeworfen habe. Wir nehmen erstmal den Stab mit. Indie. Okay. Ah, da ist noch ein Kanapé. Das muss irgendwo Pavian. passen. Und du? Du hast nix. Okay. Okay, Kanapé, okay. So, ich habe also 3 Kanapés gefunden. Da können wir uns jetzt ordentlich ausruhen. Was ist mit dir da? Du bist ein Mensch.
Du bist eine Eule und du bist wahrscheinlich ein Affe. Rätselhafte Notiz. Grabmalaufzeichnungen. 28. Januar 1882. Dieses alte Forschertagebuch auf dem Markt zu kaufen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich glaube, ich habe die Vorkammer eines Grabs entdeckt, das eines der mysteriösen Artefakte enthalten dürfte. Und noch mehr. Allein die Kanapeen, ja, heißt Kanopen oder so, sollte einiges wert sein. Mein Professor wäre alles andere als erfreut. Das ist keine seriöse Archäologie, würde er klagen. Der alte Narr will als Bettler sterben, aber ich sicher nicht. Laut der einheimischen Hoi Polloi sind diese Grabstätten verflucht. Das ist natürlich Humbug. Doch ein paar Geistergeschichten sollten den Wert der Artefakte, die ich mit ihnen schmücke, ordentlich in die Höhe treiben. Es wird langsam spät und ich glaube, ich habe draußen etwas gehört. Viel Schlaf werde ich heute Nacht nicht bekommen. Na, jetzt kann er schlafen, der Kollege. Oh ja, oh. Das ist ein Pavian. Definitiv. Komm her. Pavianski. Du bist Falski. So. Das ist ein Falke. So, der Falke war hier die Eule, oder was ich gesagt habe, gell? Ja, hier. Genau. Genauestens. So, jetzt bleiben nur noch 2 übrig, die ich mir schlauerweise hier hingeworfen habe. Was bist du? Ein Schakal? Ein Schakakal? Schakal. Na, der da wahrscheinlich. So. Weil die Menschencouch, also ich meine die Menschenkanapee, der gehört definitiv da hinten hin. So, dann stellen wir den da morgen hin.